It's live. Servus, meine Lieben. Guten Abend zu Servus, guten Abend zu Rias Late Night Rap Free Shoppen. Bin gerade aufgestanden. In alter, junger Frische. Jetzt passt's mir auf. Natürlich, sagt mir meine Augenringe nicht. So, grüß euch. Wer ist denn da die Franzi? Die Melli? Der Schauer Christian, sehr geil. Wir haben heute ein ganz, ganz wichtiges, hochphilosophisches Thema. Servus Niki. Schau, jetzt bei meinem Filter. Rotbackert. Oder da wieder mit den Sterndl. Schau mal die Zitrone, ob die heute wieder dabei ist. Meine Lieblingszitrone. Na, das ist der Sonnenbrandfilter, den brauchen wir nicht. Gezeichnet. Herzal. Bling bling. Also es ist wirklich interessant, dass das jedes Mal mir da andere Filter reinhaut. Und manchmal ist wirklich überhaupt nichts Gescheites dabei. Ja, wie geht's euch? Schreibt's mal. Was habt's denn? Schreibt's mal gut oder Sonnenbrand oder ich friere oder ich schwitze oder however. Servus Roland. Grüß dich. Hund vielleicht. Ja, sag einmal, da ist heute ist nichts dabei, muss ich ehrlich sagen. Ich bin jetzt schon ein bisschen enttäuscht da. Instagram. Servus Leonie, grüß dich. Franzi ist vollgefressen. Was hast du denn gegeben? Was hast du denn gegeben? Apfelkuchen? Die Franzi kann sogar kochen. Also wenn ich auch so gut kochen kann, dann die auch so viel fressen wahrscheinlich. Jetzt passt's mir auf. Ja, was wäre das da? Nix. Sterndl. Brauchen wir nicht. Disco. Das ist ein bisschen Miami-Style, gell? Das schaut so ein bisschen... Ja, heute ist nichts dabei. Muss ich echt sagen. Machen wir wieder unseren Space, Outer Space, Sterndlfilter. Ja, meine Lieben. Willkommen. Ich habe mir heute schon eingeölt mit Wodka pur, Krampf mit. Ich mache ja momentan Intervallfasten, ihr glaubt es ja gar nicht. Das soll nämlich total gesund sein, so entgiftend für den Körper, dass man immer wieder ein paar Stunden, so 16 Stunden nichts isst. Und das mache ich jetzt seit 2 Tagen. Franzi hat mich da drauf gebracht. Und das macht wirklich Spaß, weil man freut sich nach den 16 Stunden so richtig erst recht aufs Essen. So, jetzt kann ich fressen, was ich will. Aber es stellt sich dann schon nach ein paar Tagen, dass man dann doch nicht mehr das eine schiebt, was man gern mehr hat, sondern dann ist der Morgen eh schon kleiner. Auf jeden Fall gibt's jetzt bis morgen früh um 11 nur noch Wasser. Keine Gummibärle, keine Nüsse, nix. Schauen wir mal, ob diese Kur inspirierend ist. Klärend für den Geist. Anyway, also, ihr, die was jetzt schon zuschaut, ihr habt jetzt die Ehre, ihr dürft Zeuge werden, Vorpremiere von meiner Single, die nächste Woche rauskommt. Und die Single heißt Bass. Ich stehe auf Bass. Genau. Ich wollte eigentlich ein anderes Lied singen zum Thema Rohrfrei. Und zwar Wet as Pussy von Cardi B. Das habe ich nämlich auch gecovert. Das könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal nachhören. Da habe ich als Audio draufgestellt. Allerdings werden sie uns da dann die ganze Sendung sperren. Das machen sie mittlerweile sehr gern. Die haben ja da im Zuge der Digitalisierung, eine Scan-Programme und das wird dann überprüft, die Mithörohren hier, Google und Co., YouTube, ja, die hören halt das, auf jeden Fall, kann das dann, wenn ich das jetzt performen darf, der Christian nicht mehr auf YouTube stellen, weil es stumm wäre. Oder, weiß nicht, ob es YouTube stumm, ich kann schon sagen, es stumm stellen. Also, Wet as Pussy können wir ja hinten ausprobieren. Jetzt kommt der Boss. Herz ist, es ist in einen Stupsel drin, die super Akustik machen, aber wenn die drin sind, höre ich nichts. Den Rest nicht. Herz ist, sagt's mir ja. Ich steh auf Bass. Ich steh auf Bass. Ich steh auf Bass. Ich steh auf Bass, wer ohne Bass ist mir das euch zu lasch. Wir brauchen
brauchen Bass. Oder deine roten Rosen, spotter deine roten Tulpen. Das einzige Rote ist bei mir der Pegel von meinem Boss, weil der muss bomben. Du möchtest mich unten rum erkunden, dann sag ich dir eins, ich hab das Wort unten erfunden. Bist mit mir in 7. Himmel auf, musst erst mal ganz weit runter. Du traust dich nicht so ganz, weiß man's, da unten ist es dumpfer. Ich mein nicht Wege Feier und dann nicht ein Luftschutzbunker, sondern da hier obi, wo am ganzen Tag der Bassbomber. Nicht nur am Tag, sondern auch in der Nacht. Mein Nachbar, der schürt schon an Hass. Jetzt glaub ich, heute der fast. Alles, was ich brauch, ist Bass. Das meiste Geld, wie viel Boxen ausgeben, den Rest hab ich einfach verbraucht. Beim Blick auf mein Konto wird die Blaus. Aber Hauptsache scheppert der Bass. Ich war gar nicht der Vergeh. Du denkst, das da nicht der Vergeh. Doch mein Bass-Ding spürst du, dürfte sogar bei dir daheim der Tischstuhl bebt. Wissens liegt und das war's dann. Wo der Hausbauer war, steht jetzt einmal mal. Basspolizei nicht begleiten, Gewahrsam. Bei mir ist eine Riesenmenge gemacht, weil sich einmal strafbar. Ich steh auf Bass. Ich steh auf Bass. Ich steh auf Bass. Mein Nachbarn war. Ich steh auf Bass. Ich steh auf Wasser, ohne Bass ist mir das euch zu lasch. Bass, wir brauchen Bass. Oder da Heiji Bum, weil die Hosen nicht heidi klum. Sporte dein Dums drumherum, sporte dein Blippi, sporte dein Klum. Sporte dein Fest von Metternich, sporte dein Henkel, sporte dein Mumm. Sporte dein schaumigen Shampoo, sporte dein Rum, weil Rum kriegst du nur mit Bum. Du schlägt der Körper viel, sind wir uns doch einmal ehrlich, Brothers. So nicht so, als wir in der windiger Zaubertrick unerklärlich waren. Was ist klar, und zwar, dass ich mich nicht beeindrucken lass. Weil Eindruck hinterlässt bei mir nur der Druck vom Bass. Doch bevor ich irgendwann die ganze Sache lass, gange die Nuller bei einem Knast. Aber ich brauch nur ein Dach, mit meinem Kopf, ein Bett und ein Klo und jetzt ist sie weit und jeder Gast macht bei mir daheim einen polnischen Abgang. Wenn ich mir immer noch einen Ast lach, ist mein ganz zum Platz mit dem Bass. Ich hab nun niemals was von Leistungsdruck gehört, weil bei mir erst buckelt wer zwischen 30 und 50 Hertz. Studier du ruhig deine Theologie, dein BWL oder Lehramt. Ich stoppe leer bei dir vom Marketing, doch ein Vertiefungslehrgang. Ich steh auf Bass, ich steh auf Bass, ich steh auf Bass, mein Nachbarn war. Ich steh auf Bass, von Fernsehen nach Baschan. Ich steh auf Wasser, ohne Bass ist mir das zu lasch. Bass. Ich steh auf Bass. Gib weiter so wie geht, dass du herkommst, Sänger. Die dürfen Töne bringen mich erst zum Schwinger. Das Trommelfell platzen kann ich nicht verhindern. Und gibt's wieder mal kein Bass, dann wird die Sauer wieder länger. Ich steh auf Wasser, ohne Bass ist mir das euch zu lasch. So, das war der Vorpremiere. Der Bass, ich stehe auf Bass, meine Lieben, aber sowas von. Gell? Fetter Beat. Den hab nicht ich gemacht, den hat der Harrison Fiat gemacht. Aus Berlin. Genau. Habt ihr Fragen? Nur irgendwer Fragen, auf was ich so stehe? Die Männerwelt. Keine roten, sporter deine roten Rosen, sporter deine roten Tulpen. Das einzige Rote ist bei mir der Pegel von meinem Bass, weil der muss pumpen, meine Lieben. Ich stehe auf Bass. So, jetzt holen wir mal, jetzt pass mal auf, wen holen wir jetzt einer? Ja, mein Christian. Also, wir haben ja heute ein hochphilosophisches Thema rohrfrei. Scheißt er nix, dann feit er nix. Oder feit er nix, dann scheißt er nix. In diesem Sinne, let's bring him up. Welcome, Mr. Christian Schauer up on stage. Come on. Anfrage gesendet. Herr Christian, wo bleibst du? Anfrage ist gesendet. Bist du schon wieder eingeschlafen? Aus dem kalten Wald. Saukalt ist. Boah, ich weiß gar nicht, wie lange ich heute dabei bleiben kann. Ich habe schon von der Gemeinde die Jacken an. Ich glaube, ich muss heute noch Schneepflug fahren. Du musst heute im Wald noch Schneepflug fahren. Aber bei uns ist total kalt heute. Die wird Nacht so stark abgeht. Im Wald auch, tatsächlich. Also Bei euch nicht, oder was? Ja, bei uns Also ich sitze hier drinnen, echt? warm angebunden. Ist bei euch kälter wie 28 Grad draußen? Ja, minus. Bei uns in der Stadt.
da gehen die Uhren anders. Brr, Tatsächlich. echt wahr. Ich habe den Ja. Post heute schon gesehen. Du bist tatsächlich baden gegangen mit kompletter Wintermontur im Pool. Weil Ja, weil es du ist kannst echt- sonst nicht schwimmen, ja? Ich warte jederzeit, bis der Pipser losgeht und ich muss mit dem Schneeflug Schneefräse ausrücken. Nee, Krampf. Ich bin froh. Lecker mich am Arsch, jetzt schwitze ich noch besser. Wie viel Grad habt's denn? Schieß mal los. 32 Grad, so was ungefähr. Jetzt immer noch. Ja, es ist jetzt richtig angenehm aus. Roland, servus. Tatsächlich. Ja, Also man braucht jetzt praktisch eigentlich Tag wie Nacht, oder? Gerade bei euch. ja, ändert sich nicht mehr Nacht viel. wie Tag, ändert sich nicht mehr Ja, viel. heute Kann man eigentlich den auf ganzen Tag Nacht schon- auch wach bleiben. Ja, genau. Ich bin den ganzen Tag schon so brav fertig. Ich habe halt wirklich, ich bin um 8 Uhr von der Arbeit heim. Ich habe mir zuerst einmal hingelegt, sage ich, lasst mir mal Ruhe. Ich muss mir jetzt einmal eine Dreiviertelstunde noch hinlegen. Das packst du nicht auf Dauer. Ja, also gefühlt hätte ich halt wirklich wie in der Karibik einfach durchschlafen können. Wir haben zwar keinen Strand, aber egal wo, ich habe mich wirklich hinter jedem Baum gelegt. Und also es ist schon krass, macht schon gescheit platt, hey. Und Da die ist die größten Hitze habe Corona-zweite ich Impfung erträgt dagegen, du. So platt macht es. Genau, ja, das macht echt Tiere. Ja. Weil wir vor allem keinen Übergang nicht haben. Na, das ist Kalt, hart. Sommer, heute auf morgen Sommer 30, 40 Grad, dann Herbst, Winter, von heute auf morgen 10 Grad und Genau, dann ja. Winter, heute auf morgen minus 10 und Schnee. Genau. So, jetzt muss ich mal, weil sonst haut's mir noch um. Also, Frühstappenmäßig, was haben wir denn am Start? Ich hab wieder mein Cider. Ich hab zuerst Dein nur Zeiger, was hat der für eine Farbe? Gelb wieder, ja, dann muss ich ja natürlich auch mit Gelb wieder aufwarten. Ja. Ich bin ja, sind wir ich ja hab mir so. zuerst echt nur einen Red Bull hintergepfiffen und einen Kaffee, weil sonst dann der Pack ist nicht. Machst du kein Intervallfasten? Bist du nicht in meiner Gruppe Intervallfasten, dabei? Intervallfasten. Das ist ein Ramadan. Intervallsaufen. Intervallsaufen. Ramadan für den Bayern. Ja, genau. Also, das haben da die anderen schon lange erfunden. Das haben sie dann auch, weil im Sommer, wenn es richtig heiß ist, dann streckt es wieder. Dann können sie wieder nach Mekka betten. Die Burschen, wenn sie lingern. Dürfen sie nur auf Nacht. Trinken, glaube ich, dürfen sie. Trinken dürfen der Wasser, aber dann auch gerade ein bisschen nippen. Ich weiß nicht. Du, da haben wir da haben wir in Berlin immer die Döner-Türken so leid, weil man gedacht habe, fuck, die haben jetzt Ramadan und müssen Ja. da drin in dieser Dönerbude ab 50 Grad und dürfen nur trinken und Ja. kein Zucker, nichts zu sich nehmen. Die Ob das so gesund ist, ich fertig. weiß nicht, ob das für einen Glauben machen darf. Ich weiß nicht. Wenn man selber Also macht, jetzt ja, wieder- es ist aber, glaube ich, ausgeschlossen sind ja eben Kinder, Frauen oder Schwangere, Frauen, Schwächere, Kranke. Also ich glaube, das ist in deinem eigenen Messen, wie gesund du dich fühlst, dann kannst du das machen. Ich meine, bei uns ist das Osterfasten im Prinzip auch nichts anderes, bloß sind wir halt nicht so brachial und manchmal da ich mir denken, also wünschen dann, ja, ein bisschen brachialer kann schon sein, die Fastenzeit so, weil da Ja. schmuggelst du durch bei uns. Also ich wenn hab noch dann, nie wenn dann, Osterfasten wenn dann, gemacht. weil ich das Scheiße. von mir so will, aber nicht von irgendeinem Glauben her oder so. Da lasse ich Nein. mich gar nicht Du beeinflussen. musst ja bei uns auch nicht, du musst ja nicht Osterfasten. Nein, oder Aber jetzt halt momentan Thema bei 30 Grad Hitzen Fasten. Also Appetit habe ich nicht viel. Weil ja, ich glaube, das ist eh nicht schlecht und der Hunger, der verschwindet ja dann irgendwie. Der ist ja nicht mehr so präsent dann. Du du freust jetzt magst wohl einfach keine Leberkäse mehr, gell? Ja, genau. Geht, ja. Die geht nicht mehr so leicht ab bei über 30 Grad. Nein, genau. Ja, ist mir halt dann einfach gerade rüberwärts. Mir tat's eh nicht schon, überhaupt nicht. Aber es ist jetzt Wochenende, ist irgendwas anderes. Ja, aber ich glaube, dass man eigentlich am meisten, dass man vom Essen gar nicht so zunimmt, aber der Alkohol ist halt. Ich meine, die im Wald, die haben ja, also die bringen schon einiges ab mit denen, die Gurgeln. Da kann jetzt ich mit meinem Orangensaft nicht aufwarten. Ja, Ich glaube, wenn man jeden Abend Bot Gin Tonics reinpfeifen darf, dann da das noch mehr erkennen wie ein Packet Chips am Tag. ja, bei mir kommt es aber schon von Essen, denke ich einmal. Weil ich trinke eigentlich unter der Woche gar nichts, außer wir sind mal live, dann gehen wir sonst. Ja, Ja, vielleicht hast du Allergie auf Leberkassemen. Weißt du, dass die praktisch, dass die aufladen, weil es ja für den Körper, der reagiert nicht allergisch drauf. Ja. Schwimmt auf. genau. Aber, also weißt du, man kann auch allergisch sein, immer schon beim Thema sind, dass die durchrammen. Ne? Manche haben ja Laktoseintoleranz, manche haben vielleicht Leberkasintoleranz.
Ja, das glaube ich, habe ich. Das hast du. Bierallergie. Leberkäse in Der Monaco F hat Bierallergie. Bier. Genau. Die ist ganz schlimm. Bierallergie und Leberkäseintoleranz. Genau. Melli kann ja auch nicht alles essen immer. Die hat auch Probleme. geil. Und naja. Ist, Ja, die die hat muss halt ich auch, mal die ist auch so reinlegen, fragwürdig, ja, wenn hat vorhin gesagt, ob sie überhaupt nur um 11 Uhr wach ist. Sage ich. Ach so. Aber schon sehr sauber. Ja, die hören wir jetzt gleich nicht, die Melle, weil wir haben ja heute, wie gesagt, von Leberkäseintoleranz bis, was haben wir jetzt noch gehabt? Mission rohrfrei. Bis die Mission Kacke rohrfrei und dampft. Bierallergie, waren wir ja beim Thema waren, ne? Jetzt will wir es mal auf, Melli, grüß dich. Ja, guten Ja, servus. Morgen. Hallo. Guten Morgen, liebe Melli. Prost. Hallo. Prost. 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 Late Night Prost. Muss ich jetzt leider machen jetzt. Wie geht's, Prost, Melli? Ja, Mir 30 Grad. bin ich 27 haben wir jetzt. cool. Ah, die hat ja gestern, Meister Fuchs, hallo. Melanie hat ja gestern auch das Video drehen müssen. Mhm. Mit Ja, geht so Sommerklamotten. Jeder hat Mit Pulle hupfen können. Da haben wir auch so eine Blöde, die uns da nominiert hat. Die pennt aber jetzt. Penzeit. Ich schlafe Ja. leider. Ich muss früh. Tut ja nicht mit Wedern. Ich muss früh shoppen. Nein, so hat der MC Mauldesch hat heute seine Ruhe. Der MC Maul, das hat halt seine Ruhe. Oh mein. Gerd. Bürger Alex. Also, ja genau, Filter. Ich habe halt tatsächlich, ich habe halt keine gescheiten Filter. Ich habe halt keine Zitrone. An was liegt denn Du das? hast noch gar nicht geschaut, weil ich kann erst aber schauen, wenn du mich ins Live eingeladen hast. Und immer der gleiche Mist. Ja, es gibt keine Zitrone. Ich wirklich bin tief enttäuscht halt. Mein Lieblingsding. Ich hätte Zitrone. es gesucht und finde es nicht. Aber der Diamant, Herzl-Diamant Sonnenbrenn ist für auch geil, Melli. Habe ich halt extra rausgesucht. Echt? Kann man das auch? Aber wie kriegst du da mehr Filter wie ich? Also wie macht man das? Ich habe da Wie- wenn ich jetzt eine Story machen möchte, dann kannst du Filter aussuchen, dann kannst du die speichern unter Favoriten. Ah. Das ist gut. Da, zum Adipös. Da wird der Und wie Adipös. macht man das? Draufbleiben und dann. Also du klickst den Kannst Filter speichern. da an und dann kommt unten so, ja, das Kastel da, oder wo unten so ein Hackel drin, ja, das Lesezeichen quasi. Da muss ich mal schauen, das muss ich mal abchecken, weil ich meine, jetzt nach 2 Instagram-Check ist immer noch nicht. Das ist schon Ja. wirklich. Jetzt mal was, wie lernt man wieder was Neues dazu. Das ist unglaublich. Ja. Mir vorher noch ein wenig gespielt. Ja, Eh nichts gelagert. Beim nächsten Mal. Hallo, MC Linger ist am Start. Die da die auch gerne mal einholen, weil das ist auch eine Rapperin aus Osnabrück. Ziemlich geile. Jawohl. Machen wir. Ziemlich junge und wir müssen ja, da weißt du schon, wir müssen ja ein bisschen die Frauen hier featuren. Ne? Jetzt haben wir 2 zu 1. Ja. Nicht gegen. Also, ich meine jetzt im musikalischen Sinne, ne? Weil es ist schon ein bisschen alles unterbesetzt, frauentechnisch, musikalisch. Ich bin da ein bisschen allergisch geworden, weil ich natürlich schon beobachte auf Festivals, was ist denn da die Frauenquote und so. Und es ist wirklich zu beobachten, dass eigentlich teilweise Festivals, wo fast nur Männerbands sind, wenn vielleicht mal eine mitsingt, die so sie Frontfrau ist, aber also Ich muss, es ist kein, es hat irgendwann keine muss er, Balance, weißt? Es hat Ja. noch keine 50-50 Balance. So. Und da hab ich irgendjemand muss ja geschaut, Dixie-Klos und so reinigen oder Brotzeit bringen und Das ist da der haben können so nicht auf der Bühne sein. Du, zum Thema Rohrfrau, Melli, hast du auch irgendwelche Intoleranzen? Nein, ich habe eine chronische Darmentzündung. Scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes auch. Na, scheiße. Genau, was denn? Aber Melli scheißt da nichts, dann fällt da nichts, weißt du? Eben, ja. Helene Fischer, ist das eine Sängerin? MC. Keine Helene Fischer. Hey Melanie, tu mal den Filter wechseln, du bist Also schon der verschwommen. MC Mauldasch meint wahrscheinlich Ich bin verschwommen. Helene Fischer als einzige Frau, die Musik macht, Langtag. Andrea Berg gab es ja da auch noch. Gab es auch noch. Genau.
Margot und Marianne Hellwig oder wie die heißt, gell? Oh, die habe ich schon lange nicht mehr. Das muss ich jetzt fast einmal googeln. Wie heißt die? Marianne. Wie heißt denn die zwei? Margot und Marianne Hellwig oder ich weiß nicht, ich kenne mich da auch nicht so aus. Margot und Marianne Hellwig. Achso, das war praktisch jetzt auch noch so ein. So, lebt die überhaupt noch? Oh mein Gott. Pfui Teufel, schreibt er. Servus. Bist du alleine, Melanie? Jetzt hören wir uns meinen Geburtstagsjudler an. Ich bin alleine, ja. Nichts? Ja, Marianne und Margot Hellwig ein Geburtstagsjudler. Wir haben Geburtstag heute. auch nochmal einholen. Ja, jetzt müssen wir schnell die Werbung, das wir jetzt nicht featuren, die Werbung, überspringen. Jetzt. So. Heidi, Soll dir sagen, dass ich immer an dich denke. Kathi, Ich bring dir einen Jubel und ich wünsche dir mit Musik. wir werden uns bald Leute abhauen. hätte man am Samstag braucht. Ja, ein bisschen Fortbildung, Ja. eine bayerische. Um Gottes Willen. Genau, also das war jetzt praktisch die Vorgänger von Helene Fischer. Also immerhin auch 2 Frauen. Und Helene ist praktisch so berühmt, die hat die einfach jetzt von der Stage blasen. So. Also Jo, haben wir genau. schon 3. Hey, Rio, du warst Haben wir ja schon 3. du warst ja letzte Woche sehr präsent auf die Radiosender und so. Also du hast der Melanie und mir die Heimfahrt sehr verkürzt. Cool. Na, jetzt Lied, Ja. wo es meine Kleine gehört hat, war ihr Lieblingslied. Genau. Geil. Ja, ihr habt praktisch von Radio Ramasuri umgeswitcht auf Antenne Bayern. Antenne Bayern habe ich da nicht mitgekriegt mehr. Da hätte ich da zwar geschrieben gehabt, wann das da ist, aber Ramasuri haben wir die Stunde voll. Geil. Mhm. Ja, cool, die Ja, haben ja. nämlich auch Bass gleich angespielt. Und dann ist einer nach, was weiß ich, 40 Sekunden vorher ist einer abgeraucht. Weil der hat sich dann mit mir verratscht und dann hat er nicht mehr gesehen, dass irgendwas eingestellt war. Und dann war es zack, weg. Und ich so, die 40 Sekunden GEMA hätte ich schon noch gebraucht. Jetzt wird schon noch schenken können. Aber cool. Genau, und auf Antenne Bayern ist das ja das neue Webradio, was haben das? Also Bayern Sound, genau. Und da ist das praktisch, aber es geht nur im Web, also du kannst praktisch mit der App oder halt gehst auf die Homepage. Ja, du hast mir klickst 2 drauf und dann Gigabyte, hörst du wirklich hast mir kostet 2 Gigabyte 2 Gigabyte, Datenstreaming. genau, scheiße. Aber die haben ja tatsächlich jetzt eine E-Mail geschrieben, jetzt pass auf, jetzt sage ich euch live und direkt, wann denn das kommt. Und zwar, schauen wir mal, das senden die tatsächlich nur mal aus. Genau, also, Dienstag, 22.06., war ja der nächste Woche, oder? Um 19.55 Uhr kommt der Hustengürtelbur und am Mittwoch, 23.06., 11.50 Uhr der Watschenbaum. Mhm. Melanie und ich haben aber gesagt, das war jetzt genau die Stelle, wo es uns erwähnen kann. Wo ich sage, jetzt kannst du uns erwähnen. Jetzt, Wo bleiben wir? jetzt. Übrigens, genau, beim Podcast habe ich nicht mehr. Jetzt machen wir nur noch live jeden Freitag, meine Lieben. Ja. Ja, cool. Also, ja. Jetzt wird Sommer, jetzt, man merkt es an unseren Einschaltquoten, jeder ist entweder schon Psuffer oder vollkommen platt und schlaft schon am Freitag. Oder huckt man drauf? Aber ich sage jetzt mal, das setzen wir mir aus und wenn es auf dem Heisel ist. Ne? Zum Genau. Thema oder frei. So, ich Na war ja. jetzt wirklich. Da habe ich ja der Woche viele Stunden verbracht am Heisel. Aber nicht Ja, Sitzer die, los. sondern Schwitzer die. Bei Wie dir wissen wir, wie ich die Verstopfung gehabt habe. Nicht Ja, ich, ja. sondern Toilette. Da bin ich nicht mehr mitgekommen. Ich habe Beitel gesehen, jetzt fast kaum. Jetzt verzeih mal. Ja. Also gut, dass ich gerade nicht in der Leberkasse hineinbissen habe, weil sonst weiß man, wieder, Genau. sonst weiß man auch wieder retour kommen. Also was ist denn da los? Habt ihr da so alte Rohre bei euch im Wald? Also bei mir ist Draußen, alles, das ist- bei mir ist ja alles 2017 reingekommen, aber das Haus im Endeffekt steht 42 Jahre. Und irgendwann ist halt der Durchmesser von so nur noch mal die Hälfte und dann geht es halt nicht mehr durch.
Wenn dann die Wurst mal größer ist wie der Durchmesser des Rohres, dann kriegt man Probleme. Und da sind wir irgendwie, praktisch zu viel geschissen worden, 42 Jahre lang. ja, zu viel Kalk hat sich auch gesammelt. Und so ist halt, sind wir einfach auf das Thema gekommen, Mission Rohrfrei, gell? Ja, genau. Genau. Mission rohrfrei. Scheißt du nichts, dann fight du Dann nichts. weiter nichts, genau. Das ist nämlich, den Spruch hast du da nämlich brauchen können, weil du natürlich bis zum Hals in der Scheiße gestanden bist. Und Ja. wenn man dann dachte, hey, scheiß dir nichts, Christian. Weißt, Bisschen- vor 2-3 Monaten habe ich ja das Video noch gemacht, wo er aus der Toilette auftaucht, Toilettentieftaucher, und dann verschwindet er wieder, muss wieder Würstel suchen. Ja, aber diesmal war es leider wirklich so. Ich genieße Da haben was sie- lang am Heisel. Harald Flip Cavalieri, Servus, Flips. Servus Harald, im Maultest, der lacht bloß. ja, Plus Smileys. und der Roland auch. Frank, Charles, grüß grüß dich. Grüß dich, Charles. Isabella, der Markus, der Dirk, Tschucke. Christi Philipp, Ich bin Event heute der Union. Sanka. Die soll auch mal in die Wahl beißen. Ja, also auf jeden Fall ist die Story dann so ausgegangen, dass du tatsächlich dein Scheißhausrohr ausfräsen hast müssen. Ist das krass? Ja, Wie läuft denn genau. sowas ab? Verzeih mal. Was machen die da? Ja, ich, Also Rentenpreisen, ich glaube, ich werde jetzt auch Scheißhaus ja, ausfräsen. der erste Tag, damit mir das Backgerät hat, damit ich wieder auf Toilette und duschen gehen durfte, hat 280 Euro gekostet. 4,5 die Stunde. Mit Kamera und bleibt pipapo. Und jetzt sind es weitere 2 Tage noch gekommen und haben da mit der Spirale und so Schleifpapier die ganzen Rohre, die alten, durchgefräst. Was? Ja, ist das so eine Maschine, die wo praktisch arbeitet? Ja, So ein, Druck und auch das, was sie da, wir nehmen so ein Kanalrad, wie es auch bei jeder Feuerwehr und so gibt. Und das arbeitet sich dann schon langsam durch die Rohre. aber wie sagt denn der mit seiner Kamera durch die braune Brühe durch? Das wundert mich. Ja, da ist ja dann im Endeffekt, das Wasser läuft ja ab dann. Und ich meine, das sagt ja der Doktor bei dir auch, wenn er Darmspiegel macht. Da wird auch irgendwo ein braun umeinander schwimmen drin. Wenn Ich du weiß es nicht, nicht was gescheit ich- gemacht hast, die Ja, du musst da vorher, musst du, genau. Musst du durchrahmen, musst du Rohr frei machen, ne? Ja, musst du drauf machen. Der Wahlfasten, glaube ich, auch machen sollst, oder? Dass du da mal sauber erst mit den Salz, Echt? ist das wieder. Nein, das ist ein Heilfasten. Oder Heilfasten, ja. Nein, also beim Intervallfasten ist halt einfach über mehrere Stunden nichts wie die Steinzeitler damals, ne? Die haben ja auch Die haben ja immer Mammut auf dem Teller gehabt und diese Fastenphasen, wo es wirklich der Mond knurrt und du meinst, die haut's blutzuckertechnisch vom Stangerl, das soll eigentlich sehr heilsam sein, weil da der Körper anfängt sich zu regenerieren oder zu refreshen. Aber das ist schon krass. So die letzte Stunde schaue ich dann immer auf den Timer. Oh mein Gott, ich brauche was. Ich brauche was zu essen. Aber man überlebt. Also ich finde es jetzt angenehmer, wie wenn ich 2 Wochen lang, also wenn man 2 Wochen lang bloß der Mond kracht, weil ich auf alles verzichten muss. Ich glaub, Ja. Bei mir ist aber mit der Schicht so ein Problem. Jetzt ging es eigentlich mit 2 Schichten, aber du musst jetzt doch wöchentlich deine Uhrzeiten auch verlegen dann. Oder wie früher, ja, habe ich alle 2 Tage eine andere Schicht gehabt. Da wirst du ja, das wann kannst soll du ich jetzt machen. essen? Du kannst das einstellen. Du kannst tatsächlich jeden Tag, musst halt auf deine Nicht-Essstunden kommen. Entweder isst du am Tag nichts, weil du dann schlafst, oder halt auf die Nacht nichts, weil du dann schlafst. Genau. Aber Dann müsstest du aber 16 Stunden schlafen. ja, 16 Stunden haben musst du. Und du noch mehr zum Essen ausstehen. Ja, du darfst ja Kaffee und Tee, aber halt ohne Zucker. Aber ich meine, ich habe in der Früh jetzt keinen Hunger. Das habe ich jetzt mal Ja, schon nicht. gestellt. Aber Ich bin ja nicht der Frühstückstyp Kaffee oder so, ja. Aber ich muss ehrlich sagen, mir kracht jetzt schon, also seit ziemlich darf ich nichts mehr essen, es sind jetzt doch schon fast dann, wie viele Stunden? Ja, es- 5 fast, 4,5 oder 3, ja. Mir kracht der Magen, meine Lieben. Ich darf mir jetzt am liebsten ein paar Gummibälle reinpfeifen. Aber ich bleib stark. Genau, auf jeden Fall, da musst du kein Rohr frei machen. Weder mit Nee. Glaubersalz noch sonst irgendwelchen. Ja, genau, Glaubersalz ist da das. Und da was dann so richtig wie Silvester wird. Ja, alles nass. Genau. Ja. Naja, aber es ist schon cool, wenn man sowas macht. Ich meine, das machen sie ja in vielen Kulturen, rohrfrei so. Das waren, die Inder haben ja eine Fastenkuren.
also so schon traditionell einfach, ganz weit nach hinten geht es, weil das halt, ja, das verjüngt die halt auch, weißt du, der Körper hat halt einfach in dem Zeitraum unheimlich viel Zeit, sich ja, zu regenerieren, zu entgiften, also es hat schon Wirkung. Ja, Muss ich das ehrlich stimmt, sagen. ja. Also es machen ja viele Leute, die kennen machen das einmal im Jahr. Also einmal im Jahr, Oder aus. 2 Jahre ist für mich so gut, aber einmal im Jahr ist auch schon nicht schlecht, wenn man sich mal Das bayerische Ramadan. Das bayerische Ramadan heißt der rohrfrei. Scheiß der nächste an. Servus, lieber Paul. Servus, lieber Klar. Der Zweig schaut zu. Servus, Jungs. Heute haben wir ein sehr spezielles bayerisches Thema. Rohrfrei. Sehr appetitlich. Sehr appetitlich, aber auch hochphilosophisch. Wir waren ja jetzt schon in Ja. verschiedenen Kulturen unterwegs, die alle rohrfrei betreiben im übertragenen Sinne. Ne? Das Rohr hat immer jeder dabei. Das Rohr ist ein ganz wichtiges Organ. Ohne Rohr Nennen sogar 2 hätte Rohre. der Scheißhaus Fräser nicht viel zum Tor. So, jetzt hast du, warte mal schnell meinen Stipsel aus, wenn es rausgehauen. Ich habe halt ein neues Stöpsel bekommen. Ja, also ich bin nicht der Fan von denen, aber Und was gar nichts ist, das sind die alten Weiber oder generell die alten Leute, die bei Wasser sparen. Und keine Wasserspülung nicht hernehmen und nur Wasser sparen. Da wird's auch, Alten. das ist auch überhaupt nicht gut für die Rohre. Die verkalken es auch recht schnell. also die, wo praktisch nie nachspülen, sondern immer alles Ja, stehen lassen. die wo bei sagen, nein, Wasser, lieber holt man so raus vom Grand oder so und so. Das ist auch gar nichts für die Rohre. Man sollte da immer spülen. Ja, das Also einmal im Tag. Also einmal im Tag muss durchgerammt werden. Ja, genau. Ist ja jetzt wurscht, ein Waschbecken oder Küche oder so. Sollte man eigentlich überall da. Josef, servus. Servus Meisterkoch. JB. JP, Servus, das ist grüß dich. mein Arbeitskollege. Grüß dich. Jawohl. Willkommen. Der, wo mir das letzte Mal vor 2 Wochen abgeholt hat in der Früh, bis es so lang geworden ist. Oh. Oh, braver. Du hast Defizitstunden Schlaf gehabt hast. Ja, Der Klaus aber heute haben aus Franke ist da. Oh, Franke, die Franke haben auch so einen geilen Dialekt übrigens, gell? Ja. ja, finde ich ja. Du Klaus, magst du mal raufschauen zu uns, magst du ein bisschen Fränkisch sprechen? Jo, Klaus, komm. Er ist auch immer ständig überall mit dabei. Der Roland mag auch noch mal rauf. Der Roland, aber der Klaus, der meine, wo ist der Klaus? Klaus, magst du ein bisschen 5 Minuten Fränkisch mit uns blabbeln? Dann, hey, weiß nicht, wie das da geht. Dann, druck halt einmal, dass du drauf möchtest. Wir wollen ihn ja nicht zwingen, gell? Nein. Auf jeden Fall, ja, Melli, hast du schon so spezifische Rohrfrei-Themen gehabt in deinem Leben? Nein, ich hab da nie Probleme. Dass du mal einen Typen runtergespült hast oder so. Nein, Wenn du eine Scheiße gefunden hast oder so. nein. Oder blockiert. Ist Rohr wieder freigemacht. Die Internetline. Hast du deine Rapperin noch im Chat? Die MC Lingert. Schau mal, was ist. Aktuell, na. Der Roland ist noch da, der Klaus Ruhig, glaube ich. Ja, jetzt hören wir mal einen Roland auf. Der Roland hat sich vorher nicht entschuldigt, weil letzte Woche hat er nicht dabei sein können, weil er so bald ausstehen müssen hat. Roland, komm auf. Jawohl. Servus, schöne Grüße an Tegernsee. Aber der, Habe ich der? Alles fit bei euch. ja freilich, Grüß euch. jetzt schon wieder. Jetzt bin ich wieder so einigermaßen Und heute habe ich sogar einen Akku. Ja, heute habe ich einen Akku. Heute hast du cool. einen Akku, aber heute ist kein guter Jawohl. Anblick. Heute sagt man deine, keine Ahnung, Glühbirnen. Deine von Deckenbeleuchtung. der Leonie. So, erst einmal Tegernseer 1860. Offizier. Nein, was hast Jetzt, Oh, du? der Wirt von meiner Stammwirtschaft schaut zu. Der Michi Da bin ich jetzt Hofmann. reingefahren. Herr Michi. Grüß Tegernsee dich. Hof Official. Grüß dich. Servus. Hey Michael,
Ja, Du- Tegernsee offiziell, das ist der Wirt von meinem Stammwirt. Aha. Also mein Stammlokal. Okay. 500 Meter weg von mir. Hey Roland, aber mit dem T-Shirt wären wir mit zwar kein Freund. Na, echt, oder? Na, schau dir das an. Das wäre eine gewisse, hätte man die nicht draufgeholt. Bist du vielleicht der Roder oder was? Naja, Ja, unfassbar. ich wollte halt auf der Gewinnerseite sein und nicht auf der Verlierer. Achso. Nein, passt Ja, schon. und ich bin jetzt seit Jahren gewohnt. Da schau her, da nur 60 bei mir. Das Muss man gibt's ja nicht. direkt eine Brille aufsetzen, weil da verblitzt es mir alles. Nein. Früher war ich da ganz schlimm, aber jetzt macht es mir nichts mehr aus. Jetzt ist mir der Mensch hinter dem Fan-Trubel lieber wie alles andere. Weil der Das Fuchs geht hat ja Angst nicht. gekriegt vor dir. Ja. Habitäre Michi, bist du ein 60er-Fan? Habitäre schreibt er. Also, Ist das jetzt so schlimm, dass man ein 60er-Fan ist? Oder? Nein, mittlerweile nicht mehr. Früher hätte man mit dir und keinen Biertisch nicht gesessen. Vor, sagen wir mal, 20 Jahren. Und jetzt? Jetzt ist es also, der es Leo, dreht sich sowieso alles gerade um Geld in den ganzen Sport. Darum ist mir auch irgendwie die EM heuer komplett egal. Ja, ich gebe mir auch dermaßen am Arsch. Erstens ist das- völlig egal, was du Okay. muss ich dir ehrlich sagen. Das Flair ist gar nicht so da, wie es die letzten Jahre war. Nein, ist einfach nicht mehr, es ist nicht Fußball. Keine Ahnung, was auch nicht. Es ist einfach nur dumm. Was ist ein 60er-Fan? Ja, bitte erzähl einmal den Witz. Der Ja, was 60er-Witz. ist das beste Fan? Hat der Holger Milch geschrieben, oder? Also das wäre der Witz, oder wie? Was ist ein 60er-Fan? Keine Ahnung, jetzt musst du weiterschreiben, Holger. Ja, 60er-Fan möchte ich auch ist? wissen. Ja, was ist ein 60er-Fan? Ein 60er-Fan Ja. ist... Ja, komm raus Ja, mit was der jetzt? Sprache. Wenn man einen Witz anfängt, gell, wenn man ihn fertig machen. machen. Aber Michael, ich habe auch schon mal überlegt, ob ich nicht der 60er-Fan wäre. Weil mir ist das ganze Feiern schon so auf die Nerven gegangen. Jedes Wochenende hast du feiern müssen, weil sie nie verloren haben. Ja, wie war das, wo der Bayern-Fan in die 60er-Kneipe reingekommen ist und gesagt hat, du musst jetzt würfeln. Beim 1er bis um 5er passt alles. Und beim 6er kriegst du 14. Ja, okay. War verkehrt. Macht nichts. Bitte verzeihen können also auch nicht die 60er-Fans. Also ich kann da gar nicht mitreden, meine Lieben. Der Macht Petrovic nix. schaut zu, Stefan Detti schaut zu, weil also Fußball ist für mich genauso, also kann ich genauso viel verzeihen wie über, keine Ahnung, einen chinesischen Bahnhof. So. Ich weiß ja bloß, dass da ein paar auf dem Feld rumlaufen und irgend so eine runde Kugel umeinander hauen, aber das war's dann auch schon. Und das Fußball Ja, ich bin heißt, der Ich bin Volkssport. jetzt der 60er-Fan, aber nicht so ein Ultra, das ist mir scheißegal. Und wenn Bayern irgendwie im Champions League spielt, dann bin ich auch für die deutsche Mannschaft. Das ist mir völlig wurscht. Ja, mir auch mittlerweile. Ich war einmal im Wirtshaus und dann beginnt der Wirt daher mit der Rechnung so 1860, sage ich, bring mir noch eine, das zahle ich nicht und aus. Na, es ist mir echt egal. Und wenn da Dortmund oder so, wenn international gespielt wird, bin ich für die deutsche Mannschaft. Genau, ja, stimmt. So soll es auch sein. Stimmt. Du, was werden bei dir heute frühschoppenmäßig gespielt? Sag einmal dein Trunk, lieber Roland. Ah, Weißbier. Ein echtes Tegernseer, Weiß. also was Nein, trinken? Tegernseer Weißbier gibt es ja nicht, Hopf. Von Tegernseer gibt es kein Weißbier, aber Hopf Miersbach, gleich bei der Nachbarschaft. Oder sich gefreut, der Roland gestern, wie er mir Tegernsee anzapft, auch beim Video. Oh, herrlich. Da haben wir echt gefreut. Also, Gell? was? Ich hab so extra wegen Schau mal.
So viele haben wir damals haben wir in der Anja Bavaria. Ja. Mit Anja habe ich gestern auch wieder geschrieben. Ah, du Alter, schwere Nöter. Ja, nein, die hat Auftritte gesucht und die habe ich einen zugebracht. Ah, super, geil. Ich habe ja auch mal geschrieben, sie soll, weil in wo für Biergarten das auftreten kann. Da habe ich gesagt, du hast die Verbindungen nach Wasser, komm runter, Hackenberger Biergarten und so. Und wir haben ja da in Gmund unser Türmbäcker, wo die Doreen Dietl, weiß nicht, ob die jemand kennt von Daheim ist daheim. Mhm. Ja, die hat bei uns da doch ihr Kaffee. Mhm. Mit so einer Kleinkunstbühne für alle. Da kann jeder kommen, finde ich mega gut. Und da wird's mal gestern geschrieben, sage ich, und? Was ist mit dem Türbäcker? Ja, ich habe schon die Kontaktdaten. Jetzt geht's ja schon wieder schön langsam auf. Der Ringelstedt da gestern ein Konzert wieder irgendwo bei uns gehabt, so, wo ein paar Arbeitskollegen dort waren. Melanie, die wohnt in der Kauf, aber weißt du, was die hat? Das Ringelstädter Stadion haben die. Na, ich glaube nicht. Sonntag. Ja, ich bin jetzt die letzten 5 Tage immer in Großkölnbach vorbeigefahren. Tja, Ah. du musst reinfahren. Warum habt ihr ein Stadion oder was? Ja, ein kleiner Fußballplatz ist das und den hat der Ringelstädter gepachtet oder weiß ich nicht. Mit Ja, Ja, Glas irgendwie, Bier. ich weiß auch nicht genau, wie das passiert ist, aber auf alle Fälle, jetzt heißt das jetzt irgendwie ein Ringelstädter Stadion oder so. Da gibt's dann auch noch richtige Party, wenn es da wieder geht. Da kommen wir, Melli. Ja, freilich. Platz haben wir Ja, da. und heute war, Genau. heute war ich wieder im Passau beim C&C, C und der C. Ja, Mediengasse oder Medienstraße. ja in Kuhlbrück draußen, das ist so, ja, da kannst du ja noch mit Gewerbeschein einkaufen. Haben wir aber auch keinen. Nein, ich hab Kassen Aber ich repariert. muss ihn selber mal beantragen dann. Aber es ist halt, wenn du nur große Sachen brauchst, dann rentiert es sich aber so als. Und für einen Gruschko Warum hat bei euch noch was zugesperrt, oder wie? Also, wo es noch irgendwie so offiziell noch nicht einkaufen dürft, oder wie? Nein, der C&C, das ist ja so ein Großhandel, du kannst nur mit Gewerbeschein rein. Das ist ja so von Edeka So, aus. sowas wie Metro, oder was? Ja, vom Edeka ist Ja, das. genau. Mhm, C&C ist von Edeka der Großhandel. genau. Da gibt's halt Essiggurken in so Fässer oder Cecchi und Sachen in groß halt. Ja. Schnitzel. Bananen auch? Und da Banane. brauchst du Riesenbananen, ja. Staun, da kriegst du ganze Staun gleich mit. So Genau, ja. Bananenstaun. Also hauptsächlich bin ich aber wegen Meeresfrüchte und so hingefahren, weil das hast du wirklich aber billiger gekriegt. Waren wir schon wieder ein Schauerherrin in Timo? Mhm. Ja, Ja, schau. es ist Verwandtschaft. Nein, von Gibt's da Wannsee mehrere Schauer? Oder? haben wir nicht. Ja, jetzt muss ich noch kurz die Kurven kriegen. Lieber Roland, was war denn dein letztes die Rohrfrei-Thematik? Du kannst es im Spirituellen betrachten, du kannst das einfach vom Scheißhaus aus betrachten. Dein letztes Rohrfrei-Thema. Oder vielleicht hast du Heil gefastet oder zu viel Bier gesoffen. Weißt du, Bierschieß haben wir auch schon gehabt. Genau. Du jemals jemand braucht, der wo dir deine Rohre frei fräsen hat müssen? Nein, Ich auch nicht. absolut nicht. Keine Idee. Ja, Ja, morgen mein- war frei, das weiß ich jetzt schon. Ja gut, Was hast aber du mal? gespielt wirst du schon mal haben zwischendrin, oder? Nein, Auch nicht von zu viel Bier. das ist mir zu schade. Wenn ich zu viel getrunken habe, dann ist mir das schade, dass ich das, was ich getrunken habe, dann wieder ausgeht. Nein, das habe ich nicht. Sag einmal, das ist die Oktoberfestbesuche, wo dann 5 Händel und 3 Maß Bier wieder retour kommen. Das arme Geld und die arme Händel, den ich da jetzt mal. Ich muss ehrlich Das- sagen, Oktoberfest, Bisschen Whisky. ich glaube, ich war seit 20 Jahren nicht mehr auf dem Oktoberfest. Da bin Ja, ich ich- lieber bei uns am Dängenpee Ski im Biergarten und hab da mal Ruhe, bevor ich mich da am Oktoberfest bei tausende Leute irgendwo dazwischen reinklemme. Nein. Der Klaus war jetzt dann auch bereit, hat er gesagt, zum Ja, der ist Also- ja noch 4. dass er uns Lieber Fränkisch schon Klaus, mal. wir können nur 4 Personen rauflassen. Und jetzt haben wir Ja, noch einen dann Roland. wünsche ich euch noch einen schönen Abend, weil ich muss jetzt ins Bett. Ja, gute Nacht, lieber Echt? Roland. Schön, dass du da Ja. warst.
Und das nächste Mal, wenn Nein, du ich Pass muss auf nicht, ist, aber- grüß dich. Okay? Auf jeden Fall. Alles klar, also, führt euch. Bitte. Gell, danke fürs Losen, gell? Ciao. Schönen Abend. noch. Ciao. Führt euch. Bitte. So, jetzt muss ich schauen, wir werden Roland. Ja, der Roland ist auch super gut. Der Brumsi ist da. Jetzt bin ich auf unseren Franken gespannt. Jetzt hat er es extra noch hübsch gemacht für uns, auch für euch. Mich braucht ihr gar nicht hübsch machen. Ist immer schon ins Bett gegangen heute? Nichts Ja. mehr lager, Die war fertig. glaube ich. Macht er neben fertig. Brumsi, Hallo. der Franke. Schon wieder ein Lampenschirm. ich bin der Grüß, Klaus. grüß dich. Grüß Gott, Herr Lampenschirm. Jetzt ist der Frankenschnitzer auch Geht noch euch daher. denn? So, jetzt dann, jawohl. Geht's euch denn? Jetzt haben wir Gut geht's uns. Beleuchtung. Ja, ich bin im Bett. Macht So. nix. Also ein paar fränkische Brocken braucht man jetzt schon. Lieber gut gelegen wie schlecht Ja, gestanden. genau. Na, lieber schlecht gelegen wie gut Ja, gestanden. ich bin, genau, richtig. Ihr macht super Comedy. Dankeschön. Ja, das ist richtig. Erzähl mal einen Witz auf Fränkisch. Kim, hau uns mal einen her. Wie bitte? Ein Hau uns Witz mal einen auf Frank. fränkischen Witz um die Ohren. Prost, Herr Schauer. Brauchst ja nur ein Witz, irgendwas über den Zöder erzählen, dann ist ja schon ein fränkischer Witz. Ich habe kein Bier mehr. Oder in den Keller gehen. Also Witz, fränkischer Witz. Nicht, hol mal einen Emser Fränkischer Maultasch. Witz? Das ist noch wieder drauf, wenn der weiß an. Ich weiß keinen. Tut mir leid. Ja, macht nichts. Ich bin da auch nicht spontan. Heute auf der Maultasch Trippel sind zwei Kim keiner. Ha, ha, ha. brauchst nichts befürchten, das mal. Die Bino Sag schluckt schon die die Maus zur Konfetti. Katze. Sagt die Maus zur Katze, bitte 1,5 Meter Abstand. Die Masse, Katze, ja. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Da muss ich lachen. Ich kann die Witze kapieren. Tut mir leid. Bin bis jetzt noch nicht mitgekommen. Ja. Ja, Roland, da Meine lacht er. Mutter hat mir, da lacht er. Meine Mutter hat einmal einen lustigen Witz erzählt und hat ihn vergessen, wie es gegangen ist, und hat dann erzählt, schau mal, da oben fliegt ein, na, der Witz geht, schau mal, da oben fliegt ein Geier, von hier unten sieht man seine Und sie hat halt, sie hat einen super Witz. Also Mama, rutsch mal raus damit. Und dann, schau mal, da oben fliegt ein Adler, von hier unten sieht man seine, und wir, das Adam. ist ja weniger verdorben. Ich bin immer nicht lustig aufgelegt, tut mir leid. Aber ich liebe eure Comedy. Ja, danke schön. Ja, danke schön. Besonders von Herrn Schauer. Super. Ja, du bist der immer, der ständig kommentiert Ja. und like. Das ist super, ja. Darf ich du sagen? Ja, freilich darfst du zu uns sagen. Du bist super. Danke. Und die Erdbeeren sind auch sehr groß. Ja, die Erdbeeren. Die Erdbeeren. Ja, für morgen habe ich auch schon wieder ein Thema. Dreht es sich auch wieder um Hitze. Geil. Melanie Ja. darf man nicht fragen, die hat 1000 Ideen am Tag. Wahnsinn. Ich hab momentan Ja, ruhiger bei mir. ich freue mich, dass ihr mich so aufgenommen habt. Jetzt. Ja, bitte, Ja. bitte, gerne. Rally? Ja? Naja, Ja, freilich. am Biertisch gibt's ja, also jetzt kann man sich schon wieder treffen draußen, das stimmt allerdings. Ja. Aber ich finde, Ja, ich habe den ganzen Tag gearbeitet und wie gesagt, ich gehe jetzt gerade ins Bett und ja, ich sehe ja, ich bin fast nackert. ja, ich hab mir schon gedacht, bist du nackert oder was? Hast du gerade irgendwie, Ja, freilich. Drunten haben wir auch nichts, haben wir drei. Wie bitte? Drunten haben wir auch Wie nichts. bitte? Wir sind immer. Und habe
und danach sind wir immer bei. Nee, dann wollen wir dich gar nicht mehr lange hören. Dann geh ins Bett, schlaf dich aus, dass du morgen wieder fleißig gefällt mir drücken kannst. Ja, ich arbeite 10 Tage durch immer und Samstag, Sonntag. Und habe uns gerade euer Live-Video gesehen. Nehmen wir, schalte mal ein. Bei meinem Schauer ist immer was Lustiges dabei. Ja, genau, stimmt. Dankeschön, gell? Super. Ja, wünsche euch allen drei eine schöne Nacht. Ebenfalls, gell? Servus. Bleib so, wie es bist. Okay, Gell? Tschüss. okay, und danke für die Aufnahme. Bitte, bitte. Also, Klaus, Dankeschön, Ja, und- gell? Bis Der zum nächsten Mal. MC Maultausch feiert dich gerade. Okay, danke dir, Herr Schauer. Tschüssi. Ciao, ciao, bye. Bitte. Tschüssi. Weißt du, Alle wie du drei. rauskommst? Tschüssi. Ja. Ciao, Klaus, weil du hast geschrieben, ich bin neu hier. Ja, ich bin wirklich neu hier. Also ich Auch ein bisschen Belehrung noch. soll ich dich entfernen? Wie bitte? Soll ich dich entfernen? Aus Wie unserem bitte? Talk? Soll ich dich aus unserem Talk entfernen? Ja, er hat Wenn gesagt, er will ins Bett gehen. Ah ja, Nein, gut. noch nicht. Also, gute Nacht. Ihr könnt mich besuchen in Bayreuth, im neuen Schloss in Bayreuth. In der Jawohl, Wunderstadt. passt, Gut. passt. Mach mal. Servus. Ciao, gute Okay, Nacht. okay, tschüssi. Gute Schönen Nacht, Abend, danke tschüssi. fürs Dasein. Tschüss. So geil. Ich brich ab. So. Hammer, der kommt jetzt neu dazu. Jeden Freitag ist der mit on Stage. Halb lockert. Er muss uns jetzt auch Pino verlässt uns Das auch. schaut auch super aus. Also, er hätte jetzt fast ausgeschaut wie ein Darsteller, der gerade vom Dreh entlassen wurde. Ja, ist cool. Perfekt. So, jetzt haben wir nicht mehr Der so lange da unten. Meister Ihr seid Fuchs. aus, Maultäschli. Mauldesch, bist du angezogen? Bist du geschminkt? Bist du ready? Für ein bisschen Du darfst Fränkisch? dich trauen. Pino ist nicht da. Na, die schlaft. Also, Drum, ihr Lieben, wenn ihr vielleicht rauf wollt zu uns und irgendwie einen geilen Dialekt am Start habt, dann meldet euch, dass ihr hier bei uns teilnehmen wollt, weil wir feiern das ja, ne? Wir hören ja gern alles. Aber da drüben, du, der Dialekt, den mag ich auch. der Meister Fuchs wäre auch ein Schwabe. Der macht Ja, bestimmt das ja, war- FaceTime. Der hat auch so einen verhaupten Dialekt. Gute Nacht, Klaus, lieber genau. Klausi Mausi. Nacht, Klaus. Servus, War cool. schlaf gut. Und schwitz nicht so viel heute. Du musst den Ventilator aufstellen. Jetzt passen wir auf. Jetzt holen wir mal, jetzt schauen wir mal. Also, der nächste Frage. Jetzt werden wir nächsten Fragen abfrühstücken. Beim Frühschoppen. Mr. Mauldesch. Jawohl, Mr. jawohl. Mauldesch. Hey, Mr. Mauldesch, also, wo sollten das jetzt in der Woche der Post gewesen sein von dir? Lieber Kassen mit Maultasch, ja. Ja, wegen Klaus. Klaus ist richtig geil, das ist ein Partytyp. Ich hab die Mädels einen Screenshot geschickt von deiner Leberkas-Maultasche. Boom, Ich die habe hat's von mir alle, schon einen Kommentar gekriegt. die habt's alle abgebeutelt. Opal. Magst nicht? Das ist so eine Mischung, denke ich, so eine dekadente Mischung, aber. Ein Leberkas, der muss ein Leberkas sein und nicht einmal ein Pizza-Leberkas. Bei uns gibt's Metzger, die haben Röstzwiebel-Leberkas, Kas-Leberkas, mit allem Pipapo, aber Leberkas muss ein Leberkas sein. Und auch wenn er der Schubeck macht, höchstpersönlich mit einem Prise Kardamom und Ingwer, nein. Kardamom, lieber Kass. Ja, oder ja, also der Ding, wie nennt man die Nuss wieder, die Muskatnuss. Muskatnuss. Und da hat er schon viel ein wenig drüber gegrübelt. Darum ist er aber ein bisschen so chillig drauf, unser Herr Schubeck. Ist er wieder fort? Ja, jetzt hat er sich wieder selber rausgeschmissen. Ist der Meister Fuchs da? Berlinerisch kannst jetzt du wirklich nicht. Der ist da, ja. Jetzt werde ich sich denken, jetzt ist Bino nicht da, jetzt macht mich auch noch fertig mit meinem Leberkasting. Meister Fuchs, magst du einer? Ja, weiß Ist auch ich schon. schon, das ist schon gut.
Schwab. Danke. Yoshukaki. Danke, der findet mich süß schon. Oh. Ich denke mal, dass er mich meint. Ja, wen denn sonst? Grüß Gott. So. Willkommen aus dem Keller vom Meister Fuchs. Grüß dich. Servus. Schalt mal Du ein hast Licht eine ein. super, du hast eine super Beleuchtung, hey. Der Ringlicht ist der Wahnsinn. Ja, ich flacker. Den haben wir am Samstag kennengelernt. Der ist ein super Bursche. Ja. Der Ist auf dem mit meiner Dialekt. Tochter verlobt. Mhm, mit der Emma. Meister Fuchs, schalt mal Licht ein. Ich hab kein Licht. Er hat da so Rotlichtmilieu da hinten, so Disco-Style. Kannst Lila du und das grün. nicht leisten? Was ist da Den los haben wir mit dem keine- Ackert? Warum hast du kein Licht? Rot. Oh, Hast ist du da eine Rotlicht? FaceTime gemacht? Ja. Den haben wir kennengelernt am Samstag und den bringen wir auch nicht mehr los. Wie gesagt, ich flacknackere den Babe, wenn ihr das sehen wollt. Ja, hat der Klaus auch gemacht. Ja, dein Gesicht war nicht schlecht. Der Rest ist jetzt nicht, der ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz jugendfrei. Aber, Prinz Albert will man nicht sehen. na, das Gesicht. Das Gesicht von dir, nicht von Prinz Albert. Den Ring, ja genau, Prinz Albert. Jetzt hat er wenigstens auch nicht einmal gesagt, wie es sonst. Ja, das Warum heißt das eigentlich Prinz Albert? Wer hat das so gedacht? Ich weiß nicht, ich habe schon mal gegoogelt gehabt, warum das Prinz Albert, aber ich kann mir es aber Ja, nicht mir merken. hat mein Dann. Nachbar einmal erklärt. Macht nichts, MC. Mir hat mein Nachbar einmal erklärt, aber ich weiß das nicht mehr. Weil der hat auch einen. ja, ich hab auf jeden Fall. Ja, der Nachbar hat auch einen. Ja, ich gesehen habe ich es nicht, er wollte es mir zeigen, habe ich gesagt, nein, lass stecken. Nein. Unser Gast hat auch keinen, Albert. Nein, ich hab keinen. Das ist Der hat gesagt, der hat einen Prinz Albert. über plus West. Oder meinst du nur, oder meinst du nur einen Eichelkäse? Du bist so widerlich. Ja, wir haben halt das Thema rohrfrei. Von dem her war der Prinz Albert nicht schlecht, weil da kann man dann richtig, ne? Also wenn der rohrfreie Reiniger, der hat ja im Prinzip auch fast schon so Gerätschaften, so Metallteile, oder? Dass er dann das gescheit durchrahmen kann. Sein Name hat diese ansehnliches Piercing angeblich von Prinz Albert, dem Mann von Königin Victoria von England. Demnach hat der Prinz Albert seinen Penis mit Hilfe des Piercing-Ringes in eine für ihn angenehmere Position gebracht, indem er ihn damit am Hosenknopf befestigte. Und so, oder was sagt ihr? Wikipedia steht das, oder was? Da siehst du mal, wie die Blaublüter für einen Schluck haben. Schein. Mhm. Niki Olala sagt, Ria, sing bitte was, sonst kommen wir in den Schmarrn rein. Schnell. Ja, ich sehe da. Also, wet as pussy, meine Lieben. Na, wenn wir schon beim Thema rohrfrei sind, wir probieren es jetzt. Es kann nicht mehr passieren, als dass uns sperren. Sperren. Genau. Und das probieren wir jetzt aus. Es ist nicht jugendfrei. Ich muss mal gerade mal schauen, wo ich den deponiert habe, den Song. Weil der Also ist ja, Florian, Ohren zuhalten. nein, die haben sie tatsächlich, haben sie mir den überall ausgesperrt. Facebook ausgesperrt. Niki, oh la la. Ist halt das so mit Melisma oder Tatsachen aus Wikipedia? Ja, Niki, Nicola die Niki Rudolph. macht ja, ich glaube, Niki, du machst ja die Redaktion vom Ringelstädter, oder? Du machst doch die Show, glaube ich, oder? Irgendwie. Oder die, wo da hinten immer einschenkt. Nein, das ist nicht Niki. Das ist nicht Niki. Pass auf. Haus hinterm Haus. Clean, MP3. Jetzt So. muss ich kurz mal unterbrechen, weil es 12 ist. Ich wollte schon Ja. sauer. Ja, wir machen jetzt den Abschlusssong, ne? Wet as Pussy. Weil den, wenn's dann Aber ich sperrt selbst nicht dran denke. Der Dicke hat Geburtstag. Dicke hat Geburtstag. Haben Sie nicht mitgekriegt? ist das? I said Ah, das ist Caro, genau, stimmt. 7 days a week. Wet ass pussy, make that pull out game weak. Ha. Yeah, 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 yeah.
Yeah, you fucking with some wet ass pussy. Bring a bucket and a mug for this wet ass pussy. Give me everything you got for this wet ass pussy. Beat it up, catch a charge, extra large and extra hard. Put this pussy right in your face. Swipe your nose like a credit card. Hop on top, I wanna ride. I do a kiki when it's inside. Spit in my mouth, look in my eyes. This pussy's wet. Come take a dive. Tie me up like I'm surprised. Let's go play my friends disguise. I want you to park that big Mack truck right in this little garage. Make it creep, make you scream. Out in public, make a scene. I don't cook, I don't clean, but let me tell you, I got this ring. Government me, swallow me, drip on inside of me. Quick jump out, girl, let it get inside of me. Tell where to put it, never tell him what about to be a rundown on him. If I have a nigga running me, talk your shit, bite your lip, ask for a call when you ride that dick. Really ain't never gonna fuck him for a thing. You already made his mind up for a kid. No dirty booze and you code for this wet ass pussy. He bought the phone just for pictures of his wet ass pussy. And my tuition just to kiss me on this wet ass pussy. Now make it rain if you wanna see some wet ass pussy. Look, I need a heartbeat, I need a deep stroke, I need a honey drink, I need a weed smoke, I need a garden snake, I need a King Cobra with a hook in it, hope it lean over. Got some money, that's where I'm headed. Pussy ain't one, just like his credit. He got a beer, well I'm trying to wet it. I let him taste it, now he diabetic. I don't wanna spit, I wanna gulp, I wanna gag, I wanna choke. I want you to touch that little dingy finger swinging the back of my throat. My head comes fire, but now it's sunny. It's coming in dry, and it's coming outside. Right in the dick like the cops are behind me. Spit in the back, and I'm heat inside me. I'm a freak, bitch. Ain't got solutions. It's my week, make it feel like a cheater. Put him on space, give him something to believe in. Never lost the fight, but I'm looking for it. It's the good chain and the one that's eating. My ass is a bottom feeder. Big piece, double big demeanor. I can make you bust before I ever meet you. If you don't hang, then you can't bang. You can hurt my feelings, but I like pain. If you fuck me, a sports idiot. When I ride the dick, I'ma spell my name. Yeah, you fucking with some wet ass pussy. Bring a bucket and a mug for this wet ass pussy. Give me everything you got for this wet ass pussy. Now from the top, make it drop. That's some wet ass pussy. Now get a bucket and a mug for some wet ass pussy. And tell me what? That's some wet ass pussy. Macaroni in a pot. That's some wet ass pussy. Horse hinterm Haus, Horse hinterm Haus, du sitzt da, Horse hinterm Haus, Horse hinterm Haus, Horse hinterm Haus, Horse hinterm Haus, du sitzt da, Horse hinterm Haus. So, das war Wet Ass Pussy, meine Lieben. Mix aus Borisch und Amerikanisch, Englisch, sehr derbe Nummer. Gesungener Porno, aber ich find's geil, weil diese Weiber jetzt einfach mal das auftischen, was normalerweise immer die Rapper singen, ne? Also sagt mal Dick, bla bla, Motherfucker, Pussy und so. Aber die sagen es jetzt halt mal wirklich so, das ist Homing. Und das finde ich geil an denen. Aber das Krasse an dem Lied ist, dass das halt schon wirklich überall gesperrt wird. Ne? Das ist schon... Ja, gut. YouTube kann das Englische, explizit ist das halt auch. Und das Video haben sie einschärfen müssen. Da haben sie tatsächlich jedes Pussy-Wort raus. Guschi, also haben wirklich alles zensieren müssen. Wir können mal sagen, dass das Pussy bei uns ein Pussy ist und dann passt das auch. Wet ass Pussy. Na, also meine Lieben, wir haben jetzt schon wieder 0007. 007. James Bond, Mission Rohrfrei. Kann beginnen. Mission Rohrfrei, kann beginnen. Ist ja fast schon abgeschlossen, ne? Ja, zum Thema Rohrfrei, also wir haben jetzt noch einen Gast hier oben, der hat sich zum Thema Rohrfrei noch nicht geäußert, der ist im Schwarzlicht, ne, unterwegs. Kann er sagen, dass er schon wieder schläft? Kann schon sagen. Nein, ich schlafe nicht. Ich warte, was ich was sagen soll dazu zu dem Thema. Gut, sonst hast du auch so viel zum Sagen. Ja. Fragen wir mal die Niki, ob sie aufhören und was sagen soll. Niki, kommst du da bitte rauf? Niki, kommst du mal rauf zu uns, Kim? Dann hauen wir schnell den Herrn Darkroom raus. Mr. Darkroom. Haut's mir raus, dann kann ich endlich schlafen. Ja. Also, servus, Mr. Darkroom. Schlaf gut. Vierte, der hat Spino-Syndrom. So, und jetzt schauen wir, ob die Niki mal zu uns will. Ich habe sie noch nie live getroffen. Wir kennen uns ja praktisch nur übers Netz. Ist die auf Clubhouse?
Ist auch auf Clubhouse. Ja, aber es ist, ich hab's noch nicht, also ich meine, ich war jetzt auch schon lange nicht mehr. So. Also am Dienstag haben wir immer oder Mittwoch Mittwoch war es, aber in der Arbeit Dampfplauder der Crew. in der Arbeit ist scheiße gewesen. Und da muss Bus fahren auch noch, und dann haben wir Funklöcher und dann redet der wieder mit dir. Also Niki schlaft doch schon, scheiße. Ah. Also wir sollten eigentlich auch schon schlafen, aber wir verraten uns ja auch so gern. Wir waren letztes Mal waren es auch wieder 2,5 Stunden, oder? 2 Stunden. 2 Stunden. 2 Stunden. Nein, also ich muss es kürzer machen, weil ich muss tatsächlich, morgen darf ich singen. Auf eine Hochzeit. Auf eine 50-jähriges Jubiläum. Scheidungen immer lustiger sind. Nein, also, ja, das ist Verwandtschaft und da kann man halt nicht Nein sagen, ne? Da darf man nicht Nein sagen, da muss man durch. Wie der Scheißhausfräser muss man da durch. Genau, ja. Und ja, also ist halt schön, weil meine ganzen Schwestern, also alle sind halt am Start. Jetzt machen wir praktisch so einen Familiengesangsausflug. Nein, ich muss am 11. September auf eine Hochzeit. Jetzt war ich schon jahrelang auf keiner mehr. Ja, gefühlt lange, 1,5 Jahre haben wir jetzt eigentlich keine Hochzeit. Also ich habe das krass gemerkt, weil ich singe ja tatsächlich auf Beerdigungen, Taufen, Hochzeiten, nicht einmal Beerdigung haben sie mich singen lassen. Und obwohl es dann eigentlich gar nicht mehr Ansteckerkind hätte, gell? Also, ja, nein. Der, wo drin liegt, den habe ich nicht mehr anstecken, aber den hätte ich ja gar nichts vorsingen brauchen, weil der hätte ja nichts mehr, nicht mehr gehört. Mich würde das eigentlich immer interessieren, die wo letztes Jahr, sagen wir mal so Mai, Juni, Juli Hochzeitsgefeiert hätten, ob die jetzt noch beieinander sind. Ob sie überhaupt das darf mich schon oft interessieren, dass die gesagt haben, Mensch, danke Corona. Gut, du hast die Augen geöffnet. Das genau, ja. Das ist ein rechter Rimpich. Ja. Oder ein rechter Depp. Gut, dass ich nicht gehabt habe, dass der Corona da quer gekommen ist. Ja, gute Frage. Also, ja, die haben dann kurzfristig haben's gebucht letztes Jahr im Sommer und dann auch wieder gleich wieder abgesagt, ja, das sind jetzt nicht, ist dann auch wieder gleich losgegangen und so. Vierte Niki. Vierte. Gute Nacht, ciao. Wir schlafen jetzt auch gleich. Versprochen. Mit der Niki habe ich teilweise schon bis um 3 Uhr morgen noch geschrieben und haben uns gegenseitig geschimpft, jetzt gehst du aber ins Bett, aber jetzt gehst du aber ins Bett, jetzt gehst du aber ins Bett, was bist du immer da auf? Ja, halt mit einmal dein Mai, bitte. Halt's Mai jetzt und leg dich hin. Gell? Das hörst du oft. Außer letzten Samstag hast du das von keinem gehört. Da haben wir so eine Gaudi gehabt. Ja, ich bin dann ins Bett gegangen, weil sind wir die klar schon wieder. Ja, ist klar. Aber ja, bei uns war es dann um 4:30 Jahre gar. Weil da ist dann Pino angefahren, zu der Zeit, wo momentan keine Polizei steht. Ja, du, apropos mit der Biene, wir waren eigentlich jetzt dein Triathlon. Super war der. Aber du bist aus Sportler geworden, habe ich gehört, oder? Ja, wir haben aus dem Triathlon einen Biathlon gemacht. Nein, es war recht lustig. Also, war echt schön, ja. Wiederholungsbedarf. Da haben wir einen Meister Fuchs dabei geholt und dann haben wir nur eine Bekannte von TikTok auch noch getroffen, die wohnt auch in der gleichen Ortschaft in Kimming drunten, die ist auch noch gekommen. Die hat dann sogar in der gleichen Firma gearbeitet wie ich erst vor kurzem. Genau, obwohl es auch über 100 Kilometer entfernt ist dann. Und den Meister Fuchs haben wir kennengelernt und der ist extra auch runtergefahren, weil uns keiner lernen wollte. Uns weniger mehr, die Pina. Ja. Also sie schreibt es aber auf mich, aber das ist ja, schon. Und dann hat er sich die Emma aufgerissen. Genau, seit ihre Tochter. Oder Thema Erm. Sagen wir, Thema Erm. Thema Erm. Nein, es war. Ich schicke dir mal das Video, gell? Das, was ich gemacht habe. War geil. Sehr geil. Ja, also, lieber, müssen wir jetzt einen Spruch erfinden. Lieber 2 Gesupfer als 2. Wenn dir die Scheiße bis zum Hals steht. Ja. Lass den Kopf nicht hängen. Genau. Was dann? Du hast kein Doppelkinn. Lass den Kopf nicht hängen. Genau. Du hast kein Doppelkinn. Ah, das habe ich jetzt richtig gut verstanden. Meine letzte Hochzeit war meine Roland, bist du noch verheiratet? Ja, anscheinend sonst darf das ja nicht schreiben, oder? Nein. Das war ja vielleicht schon wieder links bei anderen Hochzeit gewesen. Oder er hat dann gesagt, er heiratet nicht mehr. Oder er ist, wie gesagt, noch verheiratet. Oder noch. Meine Eltern haben jetzt am letzten Freitag
am 11. Juni, haben die 50-Jährige gehabt. Die goldene Hochzeit. Und, Ja, genau, das habe ich mir auch Natürlich. goldene mit 50 da. und natürlich auch Requiem, meine Mutter haben sie im Knie operiert, die hat nicht anstecken können oder darf auch jetzt noch nicht anstehen, so. Da waren sie ein bisschen traurig. Meine Schwester hat auch am gleichen Tag geheiratet. Die haben aber jetzt erst schon dann 10 Jahre oder so verheiratet. 50 Jahre Essen aus der Dose holst du das aber dann. Ja, das hat es bei mir auch gegeben. Ich kann bloß Dosen essen. Kochen. Echt? Außer Spiegelei. Drum magst du jetzt dann den Ding, das du in Ramadan machen musst. Ja, genau. Das ist es. Kinder Und, werden trotzdem groß, gell? Kinder, da schmeißt man schnell Pizza rein, weißt du, Genau. bei McDonalds vorbei, wie es jetzt so ist. Da lasst wieder einen Kuchen bauen, dann haben sie wieder einen Tag einen Kuchen zum Essen. Also da muss man trickreich sein als Mutter heutzutage. Ja, und heutzutage gibt es einen Thermomix auch noch. Das ist ja dann auch. Thermomike, ja. Thermomike. Wenn's dann, Singe eher nein, als dass ich damit koche ins Thermomike. wenn's dann die Dosen aufbringen, dann können sie auch was kochen. Und Gömmeli. Der Roland Kann sagt, auch so auch ich bin kochen. glücklich geschieden und Single. Ja, siehst du das? Aber glücklich geschieden. Also, ist er der Glückliche, der gegangen ist, oder ist die Frau jetzt glücklich? Oder seid beide glücklich, das geschieden seid? Dass das Phänomen auch gibt, ist schon geil. Du hast ja auch deine ganze Karriere hinten angestellt, einmal für einen Mann, gell? Und dann. Ja, also halt, sind halt, wir haben ja miteinander auch Musik gemacht, aber es sind halt Kinder gekommen, ne? Und da bist halt, da ist ein anderes Pensum. Da möchtest du erst einmal eigentlich nur Mutter sein und Musik erst, wenn dann die irgendwie aus dem Gröbsten raus sind. Weil du bist durch, du hast keinen Schlaf, du musst da stillen, du musst da Windeln wechseln, du musst da, und dann sollst du nur singen, auf der Bühne performen, dann sollst du nur üben zwischendrin, die fit halten, hast gerade Kinder gekriegt, also es ist krass. Also wenn ich da mal so Beyoncé anschaue, die irgendwie nach ihrer Geburt gleich mit ihrer Welttournee Proben anfängt, das ist halt schon krass. Ja, die haben da auch einen Nannies und so. Ja, klar. Wie oft sinken die einen die Kinder? Was haben die für ein Verhältnis zu den Kindern? Da habe ich doch gescheiter, so wie du bist. Das so, Mama, danke, du warst oben für uns da. Ja. Und nicht, ja, meine Mama kenne ich eigentlich nur aus dem Fernsehen. Oder Also ich glaube, Heidi Klum hat schon viele Nannies gehabt, weil mit ihrem Pensum, da wollen wir auch denken, ja, wer hat jetzt da auf Kinder aufpasst, man, der ist ja, der Sil, der ist ja auch nicht da. Der hat bestimmt 4 pro Kind eine Nanny. ja, genau. Ja, dann darf ich auch 10 Kinder haben, wenn ich pro Kind eine Nanny habe. Genau, ja. Ja, Anytime. Nanny Time. Und ich glaube, Nanny du bist besser so. Meine Eltern sind auch in die Arbeit dann gegangen, ja, wir haben halt, wie es am Land ist, da ist Oma daheim, die wo dann daheim ist, wo es selbst zum Essen gibt, nach der Schule und so, und hat Hausaufgaben für die gemacht. Da ist das auch gegangen, aber wenn es sowas nicht gar nicht, dann hätte meine Mama auch nicht in die Arbeit gehen können. Und das haben sie halt nur gemacht, Haus gebaut und damit sie uns Kinder was ermöglichen können. Urlaub und allem Pipapo, weißt. Das haben sie auch nicht da, als weil es karrieregeil oder irgendwie so, sondern wegen die Kinder. Mhm. Und uns hat an nichts gefehlt, deswegen. Ja, also ist halt die Frage, weißt, was ist wichtiger oder halt, ja, du möchtest die Kinder was ermöglichen, aber andererseits ist vielleicht dann wichtiger, dass man, wie gesagt, da war Oma da, aber bei manchen ist halt Oma nicht da. Ja, Die genau. dann trotzdem arbeiten müssen oder müssen und sagen, sie müssen jetzt ein Haus abzahlen, was weiß ich, wo dann halt Kinder ewig Nachmittagsunterricht oder wo irgendwo sind, weil halt Eltern arbeiten müssen, also halt Haus abzahlen oder einfach, sie müssen die Kinder was bieten, eben das im Kopf drin haben, wobei es dann besser war, wenn es die Kinder aber die Liebe auch nicht Präsenz kurz bieten dann. Hä? Ist aber die Liebe auch nicht zu kurz gekommen, da haben wir gesagt, hey, die sind auch um 4:30 auf die Nacht von der Arbeit heimgekommen und hat auch gepasst. Und waren am Wochenende dann immer für uns da. Ja, freilich. Hast du noch Geschwister, Christian? Eine Schwester habe ich noch, das ist 2 Jahre jünger wie ich. Macht der TikTok? Nee, der habe ich nur einmal runtergelohnt, das ist glaube ich gar nicht abgemeldet, nur dass so ich da mal nachschauen kann, was er für einen Schmarri macht.
Und so 32 und 20 sind die Töchter von Roland. Mhm. Ja, da meine ich noch ein bisschen hin. Meine ja. Wie alt ist der Älteste? Simi. Simi. Wird 8, ja. Genauso wie der Jonas dann. Dafür müssen wir die zwei einmal ein wenig verkuppeln, 7 und 7. Weil Ja, wie der spät ist Melanie, ihre Tochter steht auf Ältere, die hat jetzt einen 28-Jährigen. Ja. Wie das? Wer ist denn Ich der? müsste der Tag rum, der wo zuerst da war. Den wollte ich Also ist ein sehen. Fan von dem. Aber ich mir gedacht, Melli, deine ist noch, keine Ahnung, Die ist 4, 4, ja. Vier. Aber den hat er sich am Wochenende ausgesucht. als Die haben heftig geflirtet, die zwei. Da habe ich nichts mehr zu melden gehabt. Fast ausgeschissen gehabt. ausgeschissen. Was im Sinne des Ausgeschissen. Wortes? Ausgeschissen. Bei den Frauen und aus dem Scheißhaus. Bei den 4-Jährigen. Ah, süß. Ja, also, Nein, ja, also wie gesagt, es ist wichtig, dass man da ist und auch die Energie einfach hat für seine Kinder. Und wenn du dann ausbrennt heimkommst, haben ja die auch nichts mehr für dich. Wenn du dann auf der Couch einschlafst oder weißt schon, also das kostet einfach Energie. Und wenn du merkst, jetzt mit den Live-Geschichten und sowas, du bist einfach ausbrennt, dann musst du halt entscheiden, machst du das auf was, ja, auf was fokussierst du jetzt, weißt du? Ja, nur weil da jetzt keiner der Melanie beleidigt, wenn sie jetzt sagt, sie kann nicht oder so, das war da das weniger Problem. Dann reißt man mir zwar das, oder? Wenn sie mal nicht kann. Melanie Ja, hat auch oder, jetzt erst oder mit dem Klaus, schau, er ist wieder zurück. Ja, genau. Melanie hat auch erst einen neuen Job angefangen, jetzt am Mittwoch erst wieder, gell? Ja. Jetzt hat es nur mit schwereren Jungs zu tun wie Sibi. Bisher noch nicht. Du, wo hast du da immer die Luft, deine TikToks zu machen, Melli? Planst du die ein, die Zeit? Hast du da so ein Zeitfenster, wo du das machst? Ja, wenn oder? halt gerade Zeit dazu ist. Aha. Wenn die Kleine gerade beschäftigt ist oder wenn sie im Bett ist. In der Früh, gleich nach dem ersten Kaffee. Krass, ja. Miau, hab schon gehört. Miau, super. Ja, die Ideen sind schon cool, wirklich. Also gut. Ja, meine Lieben, was macht's morgen? Was steht morgen alles auf dem Programm bei euch? Ja. Verrot's? Sunset Night! Der Schauer hat heute Geburtstag, der wird Geburtstag feiern. Na, Mhm. du hast heute Geburtstag. Ja. Ja, auf geht's, dann singen wir, Melli. Happy Birthday Aufstehen. to you. Happy Birthday to you. Jetzt auf, jetzt mag ich gar nicht. Birthday, Wieder mal so lieber Kollegen. Christian. Happy Birthday to you. Dankeschön. Ich mag das gar nicht, da will ich mal so verlegen. Ja. Melanie Ja, wollte bist du jetzt zuerst schon sagen und sagen, bis dato haben sie noch gar nicht mitgekriegt. Ich habe es auch selber nicht einmal mitgekriegt, dass schon 12 ist. Das bin ich aber ein bisschen, danke Klaus, bin ich aber ein wenig verlegen, das mag ich gar nicht. Ich fühle mich da gar nicht so wichtig, den Tag und so. Ich feiere lieber aber mit anderen, ich mag ja gerne Überraschungen, aber so. Für mich selber passt ja alles. Ja, das, wenn ich gewusst hätte, dann hätte ich, also ich hab's ja eigentlich gewusst, wir haben ja schon mal drüber geredet mit dem Tommy, ne? Der Dominik hat ja, Tommy glaub hat einen Monat später. Der hat in einem Monat. Stimmt, wir haben ja Und 19. du Jetzt haben wir 19. Jetzt bist 6 Jahre jünger wie ich. 6 Jahre jünger wie du. Dann bist du geworden Richtig. 45? Mhm. Alter Knabe. Danke dir. Ah, Danke. alles Gute, alles Gute. Das wäre mal Roland, gewusst hätte. danke. Dann hätte ich jetzt schon die Vicky, Torten. danke. Bacher kann ich ja. Die Torten hätte ich schon gemacht. Mhm. Ja, genau. Mei, das, wenn halt der Dominik mitgekriegt hätte, dass da einer dabei ist von der Ingolstädter, weil da will ich ja unbedingt da mal hingehen. Der hat jetzt selber schuld, dass er sich aber auskinkelt, ne? Der hat jetzt seine 100.000 geschafft, der Woche. Mhm. Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn.
Ich fein, Ja, aber wenn das sie geht dann doch relativ schnell auf TikTok, gell? Also da, wenn Bei du denen ist- regelmäßig einfach dabei bist. bei denen ist von Haus aus so schnell gegangen. Ich weiß noch, wie das eine 30.000 gemacht hat und dann ist das pup gegangen. Also ich habe jetzt dann von 25 bis jetzt meine 36 habe ich schon eine Zeit gebraucht, 2-3 Monate. Ja, bei mir hängt es momentan wieder. Ja, das ist eher so, mein Was Gott, ist aber gut weiß. mir macht man es ja eh als Gaudi. Ja, Ich will ja deswegen jetzt nichts erreichen oder. ja. Ja, da bin ich in der Arbeit auch wieder so geht, wie du und das hauptberuflich machst. sag ich, was wird's denn aber spinnen? Ich werde ich werde nicht wegen jetzt oder so einen Höhenflug oder irgendwas dann einmal meine Arbeitsstelle aufgehen, die was sicher ist und das war eine gute Arbeit. Wegen irgendeiner Spinnerei, die was da vielleicht anderen in den Kopf setzen. Also, da haben wir zu bodenständig erzogen worden, finde ich. Ja. Irgendwas ergeben, ja, dann nehmen wir das mit, aber Dass man deswegen einen Job aufgibt, niemals. genau, das kann von heute auf morgen genau wieder vorbei sein und deswegen. Eben. Danke, Job wirst nie aufgeben, deswegen. Super Ray. Nein, geht auch nicht. Heißen da halt super Werbeverträge, ne? Irgendwie. Ja, aber die können auch noch ein Jahr auslaufen oder was und dann stehst du da. Schau dir mal so viele Supersportler an, die wo jetzt von nichts stehen. Die wo Millionen verdient haben. Also war das der Ronaldo, oder? Mit seiner Cola-Action. Ja, ob's der Matthäus und alles und Ja, also, you never know, weißt du schon, was daherkommt, was nicht. Also, es ist ja einerseits ist ja eine Kunst, dass man sich eben da hinarbeitet und die aber noch größere Kunst ist, dass die da oben hältst. das ist das, genau. Du arbeitest die auf ein gewisses Level des Erfolgs und dann kommt aber der noch größere, schwierigere Step oder dass du den Erfolg hältst. Ja. Schau dir das an, wie viel One-Hit-Wunder das gibt. Ja. Die sind jetzt einmal 3-4 Monate da und dann hörst du nichts mehr. Mhm. Dann gibt's viel. Wirklich in Deutschland nur einen Song geschafft haben, ja. Es sind die alten Künstler, die halten sich bis heute, wenn du, weißt schon, Elvis Presley, Michael Jackson oder wie es alle heißen, die leben nicht mehr, die haben heute noch präsent und kannst du jederzeit auch hören. Queen und solche. Tina Turner, das sind alte, kannst du immer hören, die feiern da heute die Jungen noch. Ja. Und noch, dann, ja. mein Leon ist auch wieder da. Nein, und dann gibt es die haben heute einen Erfolg und dann meinen sie, müssen sie vielleicht auf der Dinger so weiterschwimmen und dann nichts mehr und wenn es da stagnierst, dann geht's wieder bergab. Ja, du musst halt dann noch mehr da arbeiten, weil du eben noch mehr raushauen musst und präsent Du sein kannst musst. ja nicht auf den Erreichten ausruhen, das geht nicht. Ja. Eben, ja. Und mir macht man sowieso noch als Gaudi. Jo. Ja, es kommt halt darauf an, wie gesagt, wo's Team möchtest. Also wenn es leicht für die läuft, jetzt der Tommy, der möchte wohin damit, weißt du, der sagt ja, wahrscheinlich genau. ja, als Job dann, das ist dein Job. Also ab dem Zeitpunkt, wo du der Creator oder Influencer dann wärst, ist ja auch wirklich ein Job, weil du musst das Zeug ja wirklich produzieren und zwar ein paar Mal am Tag und raushauen. Das ist halt wirklich ein Job und dann, ich weiß jetzt nicht, wie viel TikTok da zahlt für seine Creator, naja, aber du musst halt dein Merch verkaufen. Genau, das wie Melli und ich, pro 1000 Views sind das zwischen 1 und 2, 3 Cent sowas. Aber er hat halt seine Views. Ja. Aber da brauchst du ja nicht einen Haufen, dass ein bisschen was zusammenkommt. Krass. Also ganz ehrlich, also bei der Musik hängt es ja so zusammen, wenn du einen Haufen Follower hast oder deine Superfans hast, ist das super, weil die möchtest du dann im Prinzip später im Konzert vor deiner Bühne stehen haben. So. Und wenn du jetzt TikTok machst, ist halt die Frage, wie kannst du das live dann am Schluss da bieten, weißt du? Du brauchst ein Bühnenprogramm. Du brauchst ein Bühnenprogramm und das musst du halt schreiben, weißt du schon? Und bei mir ist halt, also bei den Musikern war es halt, das ist das Programm schon da. Also wir präsentieren ja im Prinzip unsere Songs, die wir überall präsentieren können dann. Und bei also TikTok, weil du lebst ja auch von den Filter, von den Sprüche, alles was du einblendest. So. Ich hab ich ja nicht. Ja, also du müsstest aber auch ein Programm schreiben, Christian, gell? So wie eins aufs andere und Ding. Ja, genau. Weil das möchte ich ja doch mal live sehen, weißt du? Ich möchte die Leute, wo ihr praktisch jetzt hinter der
hinterm Screen kennengelernt habe und den ich folge, war das Highlight, wenn man die einfach mal live trifft. Ich möchte jetzt zum Beispiel längere Dinge einmal machen. Ob es jetzt 10, 15 Minuten so sind wie der Martin Frank, so Kabarett oder sowas, dass ich mir mal ein Thema zusammensuche und dann mache ich das einfach für mich einmal und dann probierst du das einfach einmal auf YouTube aus und so wie das ankommt oder so. Und das ist halt auch nicht schwierig von der Zeit her dann, weißt du? Die fällt doch nicht an jeden Tag ein Blödsinn rein. Die muss für TikTok schon an jeden Tag irgendein Blödsinn ein bisschen live fallen. Aber mal schauen, was es da gibt. Mir möchte nichts erzwingen und so. Aber dann sieht man sehen, da muss die Like fallen. Morgen zum Beispiel ist 4 Kilometer von mir entfernt der Doppelhammer da, der Vize-Weltmeister von Bayern oder wo er ist. Mit dem kann ich aber nichts anfangen. Erstens habe ich Geburtstag, habe Besuch und mit anderen Witze nicht. Hast du deine eigenen Witze? Ja, und der Antenfahrer mit seinen Liedern, wo er macht. Früher macht man mal in der Liebe und mal sowas kann ich auch wie der Antenfahrer. Jetzt habt ihr noch mal einen böhmischen Traum und mehr sagt er dir auch nicht. Emily. Wir werden so ganz noch beim Kaffeesaufen zuhören. Genau. Da hat er schon lange, wenn man praktisch der MC Schauer seinen Schoß lässt, indem wir recorden und dann machen wir ein Beat raus. Genau. Oder ein Dino in Rübser. Ja. Ups. Ja, und Sonja ist ein neuer Song geboren, schau mal. Ja, die machen auch nichts anderes, wie irgendwie das unter ein Lied einmal einen Satz reinhauen. Weil der macht es Ja, wirklich Drucklauer. Singer kennen sie ja nicht, das ist ja das. Also Nein, das ist ja das Problem auch. Die machen halt dann irgendeinen Witz dazu oder immer einen Satz und dann läuft das unter ihren Namen. Genau. Das ist für Drucklauer gut, weil der Antenfahrer ist überall bekannt. Und umgekehrt ja, weil Drucklauer bekannt ist für den Antenfahrer gut. Und so läuft das ab, ja. Man muss einmal neben dem Maul das schon mal anfragen, ob ich nicht so Leberkäse, da wir das ein wenig einbauen. Ja. Leberkäse. Da haben wir mit der Futzen. Sie fixen nur einmal. Das ist Pino. Ich habe ein Lied gemacht, das heißt, ich mag keinen Leberkäse, ich is Leberkäse. Ich mag keinen Leberkäse, ich is Leberkäse. Ich mag keinen Leberkäse, ich is Leberkäse. Ja, die ganze Woche schon bei dir draußen ist, weil ich war auf dem Montag schon, dass das auf YouTube kommt. Da schaue ich mal, aber gibt's nicht. Da ist am 25. Ja, ich habe jetzt noch ein paar so Probleme mit meinem Vertrieb. Und zwar ist in dem Song ein Sample von Das Bo drin. Bass, wir brauchen Bass. Und wenn du das aufstellst, werden die das screenen und hören das, was da alles drin ist. Und dann schreiben die dir, haben sie die Rechte. Wir dürfen das sonst nicht veröffentlichen. Jetzt habe ich aber die Rechte, weil ich den Bo, mit dem habe ich schon telefoniert und dem gefällt das Lied. Und genau, jetzt hat mir der E-Mail geschrieben, dass ich das verwenden darf. Jetzt stell dir mal vor, du weißt nicht, dass die da so krasse Richtlinien gekriegt haben. Man, der Hip-Hop lebt ja vom Samplen, von jeder Song. Also die Hälfte von den Songs, die wo da draußen jetzt im Umlauf sind, haben alle Samples drin, die wir gar nicht wissen. Weißt, Fragmente, Teile, Ja, genau. was anderem, verfremdet, wie auch immer. Jetzt stell dir mal das vor, du bist dann vor dem Release und dann sagen die, ja, tut uns leid, du hast schon alles geplant, du hast schon alles gemacht und dann wird der Song nicht veröffentlicht, weil du erst Rechte einfragen musst und wenn du das nicht kriegst, das kann ja lang dauern oder kannst du zahlen dafür, dann musst du das Lied umändern. Und hier noch der Tipp, weil ich habe das ja nämlich rechtlich recherchiert, ich bin jetzt der neue Musikjurist. Du, wenn du das Sample selber einsingst und selber einspulst, dann musst du nicht fragen, weil dann ist es ein Cover. Also wenn ich jetzt selber eingesungen hätte, Bass, wir brauchen Bass, wiki, wah, dann, ne, hätte ich jetzt nicht fragen müssen. So. Aber es ist natürlich eine Grauzone. Ja, Aber genau. das ist schon, also wenn du, also ich weiß nicht, wie es im Comedy-Bereich ist oder was, ob du da verklagt werden kannst, weil der Witz war ja von dem oder der hätte das schon mal, also es ist wirklich ich finde es ist ein bisschen extrem geworden seit Corona, dass jeder, und auch durch die Digitalisierung jetzt auch gerade, die können ja alles scannen und alles war bei Bayern Power, unsere Sendung schon, dass da wirklich Sendungen komplett oder jetzt Sachen gemutet haben,
die wo wir halt ausgestrahlt haben, die wo irgendwie, also von die Hundskrippe zum Beispiel, haben wir extra nachgefragt, seid ihr bei Universal? Weil dann können wir das Lied nicht einspulen, weil das wird uns blockt. Ja. Und das ist halt schon krasse Nummer geworden mittlerweile. Da ist ja der Martino Schwarzmann, oder wie die heißt, der hat Arbeit, der hat dann auch gesponnen. Da hat er dann, mir tat schon gelangen, wenn ich wisse, dass ich weiß, den Spruch kennst du. Das hat auch einer auf ein T-Shirt drucken lassen und auf einmal war sie dahergekommen. Auch der Spruch, der gehört ihr, den hat sie erfunden, den Spruch, den weiß ja schon ewig, den hat es schon immer gegeben. Und seitdem ist mir das so unsympathisch. Die war jetzt einmal bei uns in der Nähe, aber die schauen wir nicht an, nur wegen so einem Schmarrn. Weißt du, die kann nicht einfach sagen, den Spruch habe ich erfunden und jetzt möchte ich Kohle. Dabei gibt es den Spruch schon, da war ja ein kleiner Bub. Ja, aber da gibt es ja auch noch so eine Geschichte. Der Donikl ist ja bei uns aus Kelheim. Und damals, wo sein Song so erfolgreich war, das Fliegerlied, ja, hat der extra einen Anwalt engagiert. Und damals ist das ja noch gekommen mit diesen Downloads, illegal, Napster, Rap, weiß ich was. Wo du irgendwie einen Song runtergeladen hast und da war versehentlich halt noch irgendwie so ein Paket, der Song auch dabei. Und der hat wirklich alle Downloads, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber alle haben Klagen gekriegt. Sogar meine Schwägerin hat eine Klage gekriegt. Dass da irgendein Paket runtergeladen hat und da war das drauf. Und so haben die Geld eingetrieben. Ja. Ich meine, als ob die GEMA-Millionen nicht schon langen, aber also, ja, also ich weiß nicht, wenn man es nötig hat, ja, aber da ist ja der Anwalt wahrscheinlich teurer, wie wenn ich jetzt da was ich Was habe ich früher, wie ich Fotos gemacht habe von Passau und so. Und das haben da auch viele als Desktop-Hintergrund her, normal als eigenes Profilbild auf Facebook und so. Da haben wir am Anfang auch stark ärgern müssen und hat die Leute abgeschmeint, wie kommt es aus, so, das gibt ein Brief von Anwalt und so. Dann haben sie es halt ausgedacht. Weißt du, weil du hängst für so ein Bild 3-4 Stunden ein, mit dann nur einmal Bearbeitung 2-3 Stunden und so, und dann nehmen sie die. Das darf ja bei jeder hernehmen. Aber ich halt nicht, dass die fragen. Dann können sie, ich hätte nie Nein gesagt. Ist ja für mich auch Werbung, weil mein Painting wie Slide drin steht oder so. Aber ich habe das nie mehr, wenn es einer ohne fragen würde. Mittlerweile, auf TikTok ist das ganz etwas anderes. Du bist ja froh, wenn das gedownloadet wird weiter verbreitet. Und hier ganz Deutschland zum Beispiel. Oder kriegen Leute, Freund von mir, Arbeitskollegen zugeschickt von der Schweiz und so. Das freut dich ja. Du hast ja das eigentlich gewollt. Aber mit Bühl, wo ein Haufen Arbeit drin hängt. Also da habe ich das aber nicht so Dinge gefunden, so selbstverständlich und sagst, heute die Zeit, die ist schon entscheidend. Aber in TikTok hängt halt auch so viel Arbeit drin, weißt du? Das ist halt jetzt die Frage. Aber du willst ja das, dass du bekannt wirst oder so, dass du bei der Leonie, der Opa in einer Familiengruppe ein Foto eintut, ein Video, und dabei bin ich sie sogar, ich kenne eh, oder beim bayerischen Frikop Mama einen Statusseite von mir, weißt du, dann sagt, das spinnst du. Das hat der von Christian ein Ding drin, einen Status, sowas freut ja dann natürlich. Und die gehen wirklich weit um die scheiß Dinger. Cool. Da kenne ich mir jetzt nur null aus, aber das ist cool. Das wo ich gemacht habe, nur mit dem Bierkasten. Weißt du schon, das ist 422 Mal auf TikTok geteilt worden. Und da meinst du das auf WhatsApp, Facebook und Zeit, das hast du extra nicht mehr, wie oft das umeinander geht. Das hast du dann nicht mehr in Griff. Und das ist dann schon total oft und viel. Geil. Und so bist du bekannt dann. Und darum kennen sie dich, wenn du den Urlaub irgendwo hinfährst, sagst du, hey, du bist der, die habe ich schon mal irgendwo gesehen. Krass, gell? Das ist geil, wenn was umläuft. Servus, Tobias. Der Klaus schreibt, ich gebe deine Scherze weiter, Herr Schauer. Ich sehe recht so, das ist auf TikTok voll gewollt und passt da so. Absolut. Oh mein Gott, die Melanie hat sich auch schon wieder aufs Sofa zurückgezogen. Ja, meine Lieben, wir haben jetzt tatsächlich schon wieder ganz schön lang. Also ich darf jetzt sagen, jetzt beenden wir schon langsam unsere rohrfreie Runde. So es war wieder geil, dass wir wirklich wieder alle, also vom Rohrfrei bis zum Prinz Albert, bis zum Klaus, der war wirklich das Highlight halt finde ich, für uns, oder? Ja. Klaus hat unseren Abend enorm bereichert. Klaus war doch super. Also Klaus war in Ordnung, aber bei der Roland TikTok kostet was, nein, kostet nichts. Nein, kostet nichts. Kostenlos. Und der Roland natürlich hat uns mit einem Tegernseer Schmäh eingebracht. Ne? Unser alter 60er. Roland immer wieder gerne, gell? Und
Ja, also meine Lieben, der Christian hat heute Geburtstag. Jetzt haben wir 0038, der 19. Und der wird jetzt, den müssen wir jetzt ins Bett schicken, weil der muss gescheit feiern. Später. Schaffen wir so auch. Ich war so stromiert und jetzt geht's mir wieder, ich bin wieder voll auf der Höhe. Ja, Wahnsinn. Oh oh. Jetzt wird's ja wieder kühler. Oh oh. Mehr würde ich nicht rein. Nein, ich lasse das schon rein. Roland, gute Nacht. Genau. Roland. Also, jetzt verabschieden wir uns, oder, meine Lieben? Jo. Also schön, dass ihr uns gästemäßig beigewohnt habt da draußen. Genau, Und danke schön. Danke. lieber Christian, liebe Melli, schön, dass ihr wieder dabei wart. Ja, bitte. Immer Und gerne. alle Gäste, die auch mit herum waren. Und genau auf ein neues nächsten Freitag. Wir schauen jetzt mal, wie es hinhaut mit der Sommerpause, wer jetzt von uns mal endlich mal einen Urlaub hat, nach 1,5 Jahren, oder auch nicht. Ja, Aber wir ziehen es durch wieder hin, Toni. ich habe schon wieder einen Gast im Hintergrund, der war vielleicht da mittut. Das war diesmal ein Sportler, Mhm, sehr gut. deutscher Meister im Boxen. Ist er nur Single? Nein. Hm. Aber frag ganz gut kochen ist er. Nein, ich probiere es, aber der wird bestimmt mitmachen. Super Ray, bitte, von Arbeitskollegen von mir, der Bruder. Und der ist wirklich von Bocking um. Den werde ich das mal heute beim von euch gefallen. Der war schon mal Mhm. Sehr gut. Die machen dann gleich ein Und Video. dann haben wir mal einen Sportler Der dabei. Känguru kämpfen. Cool. Genau. Gut, also, jetzt aber, ne? Sonst reißt Gaudi nie ab. Mhm. Gute Nacht, meine Lieben. Jetzt muss ich muss aufs X wieder drücken, gell? Weil der Schauer, der macht es mir nie zu. Ich hab extra Nein. geschlagen bei dir. Drück einfach das X und dann ist er Ruhe. Du bist Also, Kevin. meine Lieben, Servus! Genau. Ciao, danke an alle. Ciao! Ciao. Druck jetzt.